Direktor Doomstar Probleme und wir wollen uns darum kümmern. Hier bei Tears of the Kingdom. Darauf ist Verlass. Doomstar erledigt das. Das ist unser Motto hier beim Bauunternehmen Doomstar. Ich bin der Geschäftsführer. Wenn es um ein Kind geht, fehlt mir dieses Selbstvertrauen. Meine Tochter Mathilda, weißt du? Doch bald wird Mathilda nach Gerudo-Stadt aufbrechen, die Geburtsstätte meiner Frau. Die Gerudo haben ein Gesetz, bis zu einem bestimmten Alter dürfen sie nicht mit Männern in Kontakt treten. Solange sie noch jung sind, ist das kein Problem. Aber haben sie ein gewisses Alter erreicht, nun, dann kommt jemand aus Gerudo-Stadt und holt sie ab. Angeblich ist der Aufenthalt in Gerudo-Stadt eine große Ehre für eine Gerudo. Mathilda scheint sich auch noch schon sehr darauf zu freuen. Deshalb wollte ich eine große Abschiedsfeier für sie veranstalten. Hat er keine Ahnung, wie schwer so das seinem Vater fallen kann. Muss zurück zum Projektgelände. Ich habe alleine wohl zu tun. Meine Frau auch. Ja, ist scheiße, Mann. Ich wünsche, jemand würde Mathilda das Gesellschaft leisten. Leisten. Entschuldigung, ich kann nicht mehr quatschen. Oje, oje, der ist ja voller Trauer. Mathildas Aufbruch, wo ist denn Mathilda, hä? Keine Regenkleidung, am Sein des Tagsüber ist zu eiskalt des Nachts. Ich sollte reichlich warme Kleidung anpacken. Oh, ich habe gar nicht bemerkt. Lange hier verbringen, bevor sie wegzieht. Sie lernt so fleißig in ihrem Zimmer, damit sie einfach auch etwas Gutes für sie tun. Die Tür von innen zu blockieren, wa? Also leider keinen Wandsprung, aber für einen Deckensprung. Oh. Ein Golem, der pennt. Ich bin eingeschlafen, Mann. Ja, weil sie Helfer zum Einsammeln der Sonderbauteile suchen. Gefallen sind. Ich bin eben noch müde. Ich werde schlafen. Kann ich nur allzu gut. Da sind wir dieser Donnerdrache da drüben. Alter Schwede. Mal sehen. Hallo. Guten Morgen heißt Savotta. Hallo heißt Savag. Auf Wiedersehen heißt... Ja, wie lautet's? Wer da? Mathilda. Eine ganz leise, weil ich schon bald in Mamas Heimatort ziehen werde. Dort spricht man nämlich die wundertolle Sprache der Gerudo. Und wenn ich allen hier im Dorf noch was davon beibringen möchte, muss ich ganz viele neue Wörter auswendig lernen. Ich wollte gerade Großmutter Monare eine kleine Unterrichtsstunde geben. Komm doch einfach mit. Mit meiner Hilfe sprichst du bestimmt noch bald fließend Gerudo. Diesmal will ich einen Gerudo-Vokabeltest mit Großmutter Monare machen. Wäre das nicht auch was für dich? Das ist eh praktisch, da wir ja, habe ich ja gesagt, dass nach den Orni einen Gerudo will. Hm. Wo ist sie hin? Ah, da. Die kleine Mathilda. Savag, Großmutter Monari. Ah, Mathilda, vergnügt wie eh und je. Du willst mir sicher wieder das Unterricht geben, habe ich recht? Ganz genau. Ich habe heute sogar einen echten Grünschnabel dabei. Also dann, Großmutter Monare, es ist wieder Zeit für Mathildas wunderbaren Vokabeltest. Wie lautet das Wort für Großmutter in der Sparte Gerudo? Wie sagt man dazu noch gleich? Wawa, Wada, Faba. Wawa. Möp, falsch, so schade. Großmutter Monare hat auch nicht rechtzeitig geantwortet. Nochmal probieren, klar. Vater! Möp, falsch. Oh Mann, ey. Die Chancen 1 zu 3, ich verkackt beide. Wabba. Perfekt, korrekt.
Ah ja, richtig, Papa. Es lag mir auf der Zungenspitze. Mir scheint, haben wir hier noch jemanden, der mit der Sprache Gerudo vertraut ist. Dank liebe Mathilda habe ich meinen Gerudo-Wortschatz beachtlich erweitern können. Dann wird so Mama vielleicht nicht ganz so einsam, stimmt's? Jetzt auch mir um Mama keine Sorgen machen, muss er mich um Papa kümmern. Oh. Wenn er immer so viel zu tun hat. Aber jetzt gehe ich gleich zur Schwebebahn und fahre runter zum Projektgelände. Tschüssi. Ach, die Kleinen werden so schnell erwachsen. Unter dem Haki die Verantwortung übertragen wurde und ich muss lange mit der Schwebebahn fahren. Okay. Was? Wieso? Gebühr bezahlen, gleich alt wie alt sie sind. Gut, die Gebühr kann ich ja bezahlen. Da ist nicht so das Problem. Was ist? Ich trainiere gerade Voi verjagen, also stör mich nicht. Was zu tun? Honey. Honey und Mathilda. Viele Häuser hier. Mhm. Ja, komm. Wir gehen in die Häuser rein. Du, du, du. Oh, ein alter Zora. Ja, die 3, mein Sohn. Bemerkenswert, dass du dir... Du bist es? Den kenn ich doch. Haben wir diesen Sprachfehler. Mir soll jeder angenehmen Schlaf genießen, unabhängig von Herkunft oder Status bei Göttin Julias Gnaden. Wir schauen kann es nicht. Wasserbett hingegen 30. Warum kein Wasserbett? Warte mal, machen wir mal in der Nacht besser. Dann kann ich auch noch zum anderen Kumpel rübergehen. Später. Vielleicht ist es auch schon morgens. So, Wasserbett. Wie viel füllt das auf? Ich meine, 30 Rubine ist nicht viel, also 10 Rubine mehr ist nicht viel mehr. Wow, ein Herz. Guten Morgen. Okay. Ist immerhin ein extra Herz, das kann man auch nehmen. Damit wären wir jetzt theoretisch mal wieder bei 10, wa? Die wir insgesamt haben. Okay, ist also das Gasthaus quasi. Sehr interessant. Was haben wir hier drüben für ein Häuschen? Hallo, bin da. Wer noch? Okay. Wir sind Freunde Mathilda für immer. Oh, ist das süß. So. Im ersten Blick könnte man meinen, Tabura sollte gar nicht so besonders, aber... Also mal abgesehen davon, da mit den Dingen da vorne, mit dem Zertrennen und so von Waffen, natürlich schon cool. Aber es gibt auch noch anderes zu tun. Mathilda? Helfen kann, aber ich hatte vergessen, dass man nur damit fahren darf, wenn man dafür bezahlt. Ich kann ja aushelfen. Das hat er mitbekriegt. Ich bin ziemlich müde, aber ich will zu Papa. Vorher schlafe ich nicht. Oh, die Arme. Okay, ich kann ja helfen. Der Stein da? Ja, ich nehme ihn. Stein zu verkaufen. Die Schreine-Quest. Kann nichts Besonderes sein, Mann. 60, nein, 50 Grün soll sowas mehr als genug sein. Das ist doch ein gutes Geschäft, Mann. Na gut. Er geht Kohle her, Alter. So, jetzt mit Mathilda. Ich muss da irgendwie dafür sorgen, dass sie sich verdeckt wird.
Ich meine, ich kann ihn quasi sich verdecken, aber... Oh, warte, was hat denn eine Batterie hier? Egal. Die Sicht verdecken. Wie könnte man das machen? Alles in Ordnung. Anscheinend endlich das der Finsternisband. Bringen den Kristall an jeden Ort. Was? Da drüber? Wie soll denn das machen? Ich meine, diese Kackbahn führt mich ja dahin. Ist schon klar, dass ich das sehe, wa? Mathilda? Deswegen die Batterie dort. Aber wird sich freuen, mich zu sehen. Danke, tschüssi. Ich kann nicht sehen, Mann. Alles klar bei dir? Alles in Ordnung. Doomstar Projektgelände. Was ein Projekt soll das sein, wenn ich nur fragen darf? Das ist sogar ein Kapselspender, wie kommt das hierher? Absolut erstaunlich, Mann! Mhm. Katalog ist vom Himmel gefallen, Mann. Das ist voll krass. Jetzt zeig dir mal, wie das geht, hä? Siehst du? Wie? Was war also da drin? Da sind noch viel mehr da drin. So ein Bauteil, wie krass ist das denn bitte? Nach Gagariko und Eklu das Südel von hier, Mann. Ein weiteres bei der TikTok-Hängebrücke. Wow, ernsthaft, gibt es ein bisschen Kraut als Dank dafür.
Ja. Gut, neue Dinge gibt es ja nicht. Ich denke sowieso, dass wir langsam, aber sicher... Ne, wobei alle Bauteile vermutlich noch nicht, ein paar wird es noch geben, aber die meisten. Sagen wir, 60% der verschiedenen Bauteile haben wir. Ihr baut noch irgendwie Bauteile aus, wa? Kann ich den irgendwie zurückschicken in den Himmel? Nö. Ja. Oh, nee, hier auf's noch. Juno-Bautruppe. Junobo? Dumpster, Junobau? Wie? Junobau kennst du nicht? Du hast den nicht zum Helfen geschickt? Nordwestlich von hier befindet sich Goronia und die Junobau ist... Oh, Moment. Ich bin zu verteidigt verpflichtet. Von mir müssen nichts erfahren. Ja, aber ich bin ja... Naja. Junobo kennt mich, also von dem her... Gut, er sagt gar nichts. Typ ist krass verschwiegen. Aber von mir aus. Typisch für Dumpster. Das ist ein riesiges Baugelände hier, alter Schwede. Globaler Bedeutung. Warum ist es so wichtig? Dinge, die aus der Sonarzivilisation stammen, haben mir gefallen. Mhm. Entschuldigung, aber wie gesagt, warum im Dumpster? Ja, ich hab's gut. Ich hab's verstanden. Dankeschön und tschüss. Dumpster. Jana schläft plötzlich. Was ist los? Dann ist mir was eingefallen. Gurstadt liegt ziemlich weit entfernt von hier. Der Weg dahin treiben so massenweise Monster herum. Da dachte ich mir, ich baue meiner Mathilda einen eigenen Ballon, einen ganz besonderen. Ballon mit einem gewissen Extra. Ach Papa, ich mag den Ballon auch, wenn er ganz normal ist. Der ist so schön rund, genau wie die Sonne. Die Sonne. Aber bestimmt 10. Da hilft er beim Sammeln. Man sind noch Seltenwesen, wo sie wachsen. Gar nicht wahr, ich habe schon ein Sonnenfleckchen gesehen. Das wuchs auf einer Ruine, die vom Himmel gefallen ist. So müde. Haben wir schon genug? Tut mir leid, Mann, dass ich nicht helfen konnte. Ach was. Ich wäre kurz davor gewesen, die jetzt zu duplizieren. Ganz fix heißt es, tada, schon ist die Sonne da. Ach ja, Vater und Tochter. Mir bleibt noch ein wenig Zeit, meine Kleinen im Schlafen zu beobachten. Dumpster. Ist soweit? Oh, Powder, ist aufgeregt. Sag jetzt nicht, dass... Doch, ihre Eskorte ist eingetroffen. Sie waren am Dorfeingang. Verstehe. Also gut. Dann lass uns gemeinsam aufbrechen. In Mathildas eigenem Sonnenballon. Möchtest du mit uns kommen? Klar doch. Sehr gerne. Fühle mich sehr geehrt. Hui, ich bin ein Vogel. Aber nicht so herum, Mathilde. Nicht, dass du noch fällst. Nun seht euch das mal an. Da ist die Sonne. Die Sonne wacht auch gerade auf. Sieht aus, als wollte dir sogar die Sonne alles gut für deine Reise wünschen. Ganz gleich, ob du in Gruderstadt oder Taburasa bist, dieselbe Sonne scheint auf uns herab. Was zählt ist, wie nah wir uns im Herzen sind. Deine Mama wird immer bei dir sein. Setzen bald zur Landung an, gut festhalten. Ach ja.
Eine schöne Quest. Die Familie Doomstar. Und die Familie Da. Da. Entschuldigung. Papa, danke für dein tolles Geschenk. Mathilda, wenn du dich einsam fühlst, komm jederzeit. Nein. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Papa muss genauso stark sein wie du, Mathilda. Unser kleine, bezaubernde Mathilda. Nun aber los, geh schon. Ich weiß, es wird Zeit. Du brauchst dir um deinen Papa und deine Mama keine Sorgen zu machen. Ich werde mich um sie kümmern. Wir werden zu einem wundervollen Weih und kehren mit ganz vielen Geschichten zurück. Ich freue mich schon sehr darauf, sie zu hören. Ich werde dich in Gerudo-Stamm mal besuchen, dann können wir wieder zusammen spielen. Vielen Dank euch allen. Ich meine, sag. Ich hatte mal einen ganz tollen Weih wie meine Mama. Ich finde ganz bestimmt auch so einen lieben Woi wie Papa. Savog alle zusammen. Ja, das hast du gut gemacht. Wir hätten wir beide auch weinen können, wo der Topfer doch so tapfer ist. Nun fängt auch für uns ein neuer Abschnitt an. Lass uns das Beste daraus machen. Einverstanden? Ja, schätzt, du hast recht. Also schön. Tut mir leid, dass wir dich so sehr eingespannt haben. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank dafür. Sonnenfleckchen waren ja auch recht wertvoll, nicht wahr? Hier, nimm das als kleine Entschädigung. Ein Silberner. Von mir auch noch etwas. Noch ein Silberner. Und für mein neues Traumhaus gibt es gleich wieder alles aus, oder was? Falls ihr mal nach Gerudo-Stadt verschlägt, sieh nach Mathilda, ja? Was redest du denn da? Hast du etwa vergessen, dass wir Gerudo-Stadt nicht betreten dürfen? Ach stimmt, das wäre ja der Quatsch. Oh, damals muss uns das einfallen. Wobei, warte mal, wir sind ja der Held, also ich nehme mal an, dort die Anführerin ist immer noch Richu. Und die wird uns erkennen, also wird uns natürlich schon reinlassen, auch als Mann. Oder? Das stimmt, ja. Also, ich hoff's. Da müssen wir wieder so einen dämlichen Fummel anziehen wie damals. Oh, da hat gar keinen Bock drauf. So. Wir sind wieder da. Der hat da Kunden. Okay, der will da aushelfen. Der Zerleger. Ja, ich habe gerne was zum Zerlegen. Auch mal zum Testen, dass es immer so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, die Haltbarkeit bleibt. Okay, gut, das macht irgendwo ja auch Sinn. Was wollte ich eigentlich ursprünglich machen? Ich glaube, den Gerudo Zweihänder war damit noch kombinieren. Die Haltbarkeit steigt auch weniger stark. Ich überlege halt beim Gerudo Zweihänder, ob ich den dann eher so für Leunen nutzen soll. Ja, komm, weißt du was? Ich werde sicher irgendwann wieder mal einen Leunen besiegen, kriege wieder so einen Leunenhorn. Genau, ich meine, wir sind Stärke maximiert, die Haltbarkeit steigt doch weniger stark. Wir wissen ja, wenn wir auf dem Rücken eines Leunen sind und draufschlagen, geht die Waffe nicht kaputt. Ich glaube, dafür wäre halt jetzt die Kombi echt sehr, sehr geil. Also ich hoffe es zumindest. Alles andere wäre doof. Aber sonst kann noch irgendetwas Medizin einfrieren lassen.
Warum eigentlich nicht? Und zwar da mit dem hier. Wir haben halt 2 Dinge davon, das ist auch nicht so schlimm. Da offenbar Eis hier sowieso etwas am stärksten ist, was es gibt. Das ist auch vom Effekt her und so. Okay. Seltsames Haus. Also Bockblins haben. Ich will jetzt nicht weiter. Was gibt's denn hier? Haben schon heimgesucht. Zum Glück ist Mathilda mit der Gehude unterwegs, die sie abgeholt hat. Da wird schon nichts passieren. Ich will so gut immer klären. Kaum gelingen. Habe ich also einen Bockblin? Ernsthaft? Ich bin mir nicht ganz sicher. War nicht so fleißig mit den Bildern. Oh, doch. Darauf ist Verlass. Dummstar erledigt das. Ganz fix heißt es, tada, deine Monsterskulptur steht da. Fertig, ganz fixe versprochen. Sieht aber cool aus. So ein gepanzerter, ey, alter Schwede. Unmöglich. Hä? Unsere Firmenpolitik. Wir übernehmen keine Verantwortung für unfertige Produkte. Ja, ist gut, ich mache ja schon. So, besser? Sieht so lebendig aus. Also wir gerade will irgendwie alle möglichen Monstertypen da zeigen. Schreck das nach, ey. Den weithin berühmt-berüchtigten Bockblin. Der lebenswerte Raka ist ein Bockblin. Sie sind ganz Hyrule zu finden. Kaum ein Monster bekommt man so oft zu Gesicht. Bis auf die Rüstung, die ist eher seltener. Wenn man sie hasst, ja, ja. Sag das mal Ganondorf. Der liebt die Viecher auch, weil sie alles für ihn tun. Monster Essenz. Okay, das auch mal. Hab ich ernsthaft? Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Nein, hab ich gar nicht. Was rede ich denn da? Vor allem, wieso sagt Link einfach so, ich habe ein Bild, aber ich habe gar keins. Na gut, machen wir noch. Dummstar. Irgendwie leicht verwirrt, ich dachte, ich kriege noch ein Ding. Nicht ein Bild. Ich dachte, ich kriege noch irgendwie ein Haus oder so. Willst du ein Traumhaus? Ah, du kriege von ihr, okay. Ja, um Sandsturm kümmere mich bald, keine Sorge. Folgendes, man kann sich seine Räume ganz aber belieben selbst zusammenstellen. Ja, das war damals nicht so. Ich will ein Traumhaus. Was garantiert gefallen wird. Dann schon in 3000 Rubine.
Ich habe nicht so viel Geld. Gut, ich meine, ich könnte noch ein paar Rubine farmen gehen, also ein paar Edelmetall und so. Aber eher gerade, wie ich das Teil darüber bringen soll. Warte mal. Durch den Fels hindurch? Sieht nicht gerade so aus, als wäre hier irgendwo... eine brüchige Wand oder sowas, wollte ich gerade sagen. Nö. Das geht auch nicht. Ich könnte zwar versuchen, Deckensprung. Power! Power! Ja, ich will aufsteigen. Ich will richtig krass aufsteigen, ey. So. Dieses Licht, wohin geht das überhaupt? Quer durch ein Ding hindurch. Ja, und dann? Ah, darüber. Okay. Mhm. Hätten wir hier also einen Schrein. Okay. Da müssen wir ein Gefährt zusammenbauen, wa? Okay, dann machen wir es doch so. Achso, der wäre schon markiert. Aber ich muss ihn ja eigentlich von hier aus etwa, wa? Ich markiere es mit einem Stern. Ich kann das bei Gelegenheit mal machen. Ist natürlich doof, weil ich hier beim Ding selber keinen Teleportpunkt habe. Dummster Brecken. Wieso habe ich hier überhaupt keinen Schrein? Da bin ich jetzt gar nicht zum Schreien. Na egal. Also, das wäre soweit ja gut, denke ich jetzt mal. Also das quasi so machen, also zumindest mal markiert haben, ne? Alles andere. Mal gucken. Naja, was soll's, ist halt so, ja. Habe ich halt hier keinen direkten Teleportpunkt, finde es zwar ein bisschen seltsam, aber hey. Man kann nicht alles haben. Ein Ding darüber verschieben wir ein anderes Mal, da ich eigentlich mir noch die Dinge hier unten anschauen will. Die anderen Türme, da war ja mal noch was. Das ist eine Erinnerung, sprich eine Geoglyphe, aber ich habe eigentlich jetzt von das Thumbnail in der Folge schon. Das heißt, wenn etwas für die nächste Folge, sprich, wir uns eigentlich irgendwo hier hin teleportieren, zum Beispiel hier hin. Und dann straight drüber fliegen nach unten. Ne, mach's mal von hier aus. Wie zum Beispiel direkt da drüber. Will so eine Plattform sein für so ein Alpha-Block-Monster, wa?
Könnte, muss aber nicht. Ist aber so, Freunde, ist aber so. Das war fies. Weiß, ich bin hier ganz entspannt, denke mir nichts Böses, wird einfach attackiert. Eine Scheiße aber auch. Und knapp war es auch noch. Okay, hat eigentlich so hier ein bisschen Oberfläche, aber da jetzt gut markiert. Da war. Da. Wenn der dort ist, muss dann irgendwie hier unten sein, wa? Naja, gut. Monster, ja, ich gucke gerade mal. Die Zeit hätte ich jetzt zwar gesagt, würde ich jetzt eigentlich gerne beenden. Andererseits, Dinge machen wir relativ schnell platt mittlerweile. Also, danke Tulin. Ja, komm. Mr. Alpha. Oh, ist ein Beta. Was sind die jetzt so beta-mäßig drauf? Ich kann nur Hochsteinen so platt machen, aber... Oh. Ach, da ist der. Jetzt versteht, das ist auch der, den wir mal in den Trailern ursprünglich mal gesehen haben. Ja, super. Nein! Ah. Mhm. Oh, eine Truhe. Was was Schönes drin? Ein Wille der Weise. Oh ja, gut, ihr braucht eigentlich 4, wa? Damit ich irgendwie, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Nur zu überhaupt, aber offenbar kann ich damit irgendwie dann die Kräfte der Weisen irgendwie erhöhen. Ui. Ja. Tulin, den Hilfe sehr willkommen. Bringt mir so aber nichts. Tulin, alles klar? Na gut, war ja sowieso nur der Schatten. Tulin passiert nichts. Mann! Wow, die Form ist doof. Ich hasse die Form. Habe schon gesagt, dass ich Form hasse.
müsste eigentlich mit Tool wieder den Move machen, wa? Ah, sehr schön. Und natürlich ein Leunebogen wäre eine Option gewesen. So, das war's, Kumpel. Viele schöne Sachen, die das Leben schöne machen. Gut, die Dinger kann ich jetzt irgendwie nicht richtig mitnehmen. Und ich habe natürlich alle meine Waffen schon fusioniert. Das müssen ein paar wieder abhängen, damit es was Cooles dran gibt. Das Problem ist halt, mit unserem guten Kumpel da in der City, also in Taburasa, können die natürlich abhängen, hätte die Materialien trotzdem noch. Hier habe ich die aber nachher leider nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Weil ich verliere die Materialien dadurch. Ich wollte gerade den rückgängig machen, aber so einen Gamma-Krieger, den hätte ich eigentlich schon gerne. Beta-Mittelblock, da sind sogar beide dran. Okay, da wäre nur einer. Also eine Gamma-Krieger-Klinge hält echt gut. Respekt, hey, Respekt. Kannst nicht groß meckern jetzt. Oh, Pfeil. Pfeil. Dieser Block hält echt gut. Da kannst du nichts sagen. Gut, Freunde, wir sind da runter. Da ist der nächste Turm, den ich so im Blickwinkel hatte. Es wird wohl da unten nochmal einen geben. Ich sehe im Prinzip zwei da vorne, aber die habe ich doch schon geholt. Doch, den schon. Den auch. Das müsste hier... Hier müsste irgendwo noch ein Turm sein, den ich nicht sehe, der irgendwie... Ja, keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht sehe ich nicht wirklich auch erst, wenn ich dann da vorne bin. Hätte mal scheiße, wenn er ganz vorne wäre. Hä? Da gar nicht hinkommen. Oder er ist gerade irgendwo da, wo ich ihn jetzt gerade wirklich gar nicht sehe. Den Wolken irgendwo. Naja. Wir haben uns nächste Folge an, Freunde. Erst zu dem Turm da. Und dann gucken, ob man näher was machen kann. Hier könnte vielleicht sogar das Forschungsinstitut sein. Ne, Moment, da ist auf dem Eisberg oben. Vergesst es. Hab nichts gesagt. Wird irgendwas anderes sein. Ansonsten gucken, ob wir noch einen Schrein in der Nähe finden. Oder eben ein paar Geoglyphe. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Story, Sidequests, Untergrund und dann langsam, aber sicher mal Richtung Wüste. Jetzt haben wir auch, dank Matilda, einen richtigen Grund überhaupt dahin zu gehen als nächstes. Also ich meine, wir haben sowieso Gründe, aber da ist noch einer. Wo ist der scheiß Turm in der Region? Ich sehe ihn nicht. Gut versteckt, gut versteckt. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.